verehrten Damen und Herren, das war der Mariegeschenke Corps Freiensen unter der Leitung von Florian Ungelenk. Dieser Chor hat auch gezeigt, dass die heutige Schenkenmusik oder Marikino-Musik doch ganz anders geworden ist wie früher. Heute ist das alles beschwingter, heute ist das lustiger und heute macht das einfach mehr Spaß. Ja, und jetzt kommen wir nochmal und heute macht das einfach mehr Spaß. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu unseren blauen Jungs aus Kloster-Zetterfeld. Die sind wirklich gut, die wollen uns jetzt Bora Bora singen unter anderem und ihr berühmtes Potpourri. Also meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie mitmachen, das wird schwierig. Jetzt müssen Sie mitmachen, da biegen Wellen und Wogen und das macht immer wieder Spaß. Und wie gesagt, den Kuchen kann man auch gut abtrainieren und das haben die wirklich gut drauf. Und die haben das so gut und so weit einstudiert, dass sie ihre Dirigenten nur im Hintergrund brauchen. Ich nehme an, vorne ist jetzt Linake. Linake ist bei uns hier in Oker auch Mitglied und den haben wir da hochgeschickt und haben gesagt, guck mal die Kollegen, was die da so treiben. Da oben auf dem Berg hier. Das kriegen wir immer nicht so mit. Im Winter sind sie eingeschneit, brauchen sie nicht runter und aber wirklich traut sich hoch jedes Mal. Und wie gesagt, die sind kräftig dabei, üben. Und nur deshalb sind sie in der Lage, auch ohne den ohne den Dirigenten vor sich zu sehen, der da rumredet. Nein, auch sie können es alleine.
wie gesagt, wir können noch nicht angeln. Salzgitter erfolgt uns mit den Liedern Seemanns Freud, Seemanns Leid. Und dann natürlich den Standard Evergreen La Paloma. Und solange der Leuchtturm noch steht, wollen sie auch noch was. Das ist toll, ne? Ja. Zu Salzgitter muss ich sagen, die haben sich bereit erklärt, am 1.11. mit unserer Rolle. Dann machen wir mal die Bühne auf für den Marine-Schippi-Chor aus Salzgitter, meine Damen und Herren. Aber sie
Vor allen Dingen muss ich mich erstmal zunächst bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Ihnen eine Falschmeldung gegeben, und zwar am 1.11. singt nicht Salzgitter bei uns an der Klasse, sondern Kreiensen. Kreiensen ist uns genauso lieb und wert, und ich hoffe, Sie sind jetzt nicht ein bisschen böse mit mir, also muss ich auch sehen. Okay, aber es liegt auch nicht. Wie gesagt, also Kreiensen wird singen. Am 1.11. So, und jetzt Part 9. Marine Sachsverein Fortuna zusammen mit dem Darmkopf Rosinja ausgebracht. Also ich glaube, das ist eine Experience.
Experiment ist es nicht, aber diese Vorstellung, die Sie uns gegeben haben, war doch hervorragend. Ich war auch schon mit dem Chorleiter kurz im Gespräch und er hat sich durchaus einverstanden erklärt, das wieder zu machen nächstes Jahr. Und auch die Damen sind da sehr angetan. Und schuld daran sind natürlich wie immer Sie mit Ihrem tollen Beifall. Und das lässt sich natürlich der Künstler oder die Künstlerinnen natürlich nicht entgehen. So, die beiden Chöre werden jetzt zu Gehör bringen. Wunder geschehen. Wir zwei fahren irgendwo hin, das kennt auch jeder, ruhig mal mitsingen, mit Zünden, mit Klatschen. Und dann natürlich Sierra Madre. Das ist der Kultsong hier in Oker vom MGV Fortuna. Und da wollen wir unseren Little Ohlendorf natürlich wieder hören und der wird das auch wieder zum Besten bringen. Ohne dieses Lied geht es nicht. Vor ein paar Jahren hat er sich tatsächlich gewagt, das liegt man nicht auf den Zettel hier zu bringen. Also das haben wir ihm dann schnell abgebracht, das musste dann fixartig geändert werden und er musste das Lied singen und seitdem ist das fest im Programm. Sierra Madre kennt jeder von Ihnen. Ich weiß nicht, ob hier Feuermelder drin sind wahrscheinlich, also die Feuerzeuge wollen wir vorsichtig sein oder so. Das wird nichts, aber wir können ja nicht singen. Das ist ja auch was Schönes. So, wenn die beiden Chöre jetzt das Lied gesungen haben, dann kommen die Rammelsberger und das Rammelsberger Musikverband 1936. Sie sind schon da. Ich habe zumindest schon einen von ihnen gesehen und gesprochen. Wie gesagt, Gruß an Kielschiffer Heu und Harzer Land wollen sie bringen. Schauen wir mal, ob das auch so klappt und ob das auch noch so bleibt. So, jetzt frage ich mal einfach mal, Fortuna, seid ihr soweit? Okay. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Naja, mit so zwei Chöre zusammen aufzustellen und sich so einzustellen, dauert schon ein bisschen. Aber das nehmen wir gerne in Kauf, weil wir sie gerne hören wollen und auch hören werden. So, jetzt noch ein paar Worte nochmal zu der Marinekammer für Oker bzw. zu diesem Benefizkonzert für Okeraner Kinder. Ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass die Geschäftsführung immer sehr aufgeschlossen ist, wenn wir denen erzählen, das Geld bleibt hier in Oker. Obwohl natürlich allen bewusst ist, dass an allen Ecken und Enden jetzt das Geld gerade jetzt in der Zeit der Flüchtlinge und so weiter. Aber wir bleiben dabei, wir machen es doch für Oker und wir finden da sehr viel Zuspruch. Auch von den Hörern. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass wir im Schnitt die letzten 13 Jahre immer 2.500 bis 3.000 Euro ausschütten konnten. Sie können nicht selber hochrechnen, was das ausmacht. Und dieses Mal kann ich Ihnen schon versprechen, werden wir diesen Betrag bei weitem überschreiten. Dank Ihnen, dank diesem vollen Auditorium. Herzlichen Dank dafür. Das ist es. So, jetzt geht's los. Der Männerkreis Fortuna und der Damenchor Frohsinn. Die Bühne frei, Vorhang auf, mit einem kräftigen Applaus für unsere Chöre.
2 fahren irgendwo hin, 6 fahren irgendwo hin. 6 fahren irgendwo hin. sinnvoll zuzuhören. Aber Sie wissen ja, wir haben dieses Jahr das erste Mal beide Ogeraner Chöre hier auf der Bühne. Und ich finde, wir sollten sie nächstes Jahr auch wieder hören. Ich habe das schon mit dir
Thank you.